Michel sei Handy von Matthias Zesch. Viel Leid meinen ja, dass die meisten schöne Geschichten gut erfunden sind. Alles reine Fantasie und nix Wahres dran. Deswegen will ich heute etwas berichten, was wirklich so passiert ist. Alla, nix mit Fantasie, aber dort davor alles, aber auch alles durch und durch wahr. Wie der Sepp heimgekommen ist von einer Dienstreise. Sie haben in Trier über Nacht gehabt, da haben sie sich abends unterhalten. Er und seine Frau, die Ingrid. Die hat ihm einen kurzen Wochenbericht gegeben, dass die Bremse am Auto über 600 € gekostet haben, dass er Tochter, die Marie, gut in Thailand angekommen wäre und dass er wieder so schlecht geschlafen hätte. Da hat der Sepp gesagt, du Ingrid, der Michel hat uns gestern was Schönes erzählt. Das muss ich dir grad auch erzählen, weil meistens tut man ja nur die schlimme Sache erzählen und nicht die schöne. Aber das ist eine richtig schöne Geschichte. Dann lass mal her, sagt seine Frau und guckt ihn an. Alla, der Michel, mein Kollege aus der Nähe von Stuttgart, der hat die letzte Woche Radtour gemacht. Er ganz allein. Und weil's so geregnet hat, ist er abends mit dem Zug heimgefahren, mit seinem Rädel und mit seinem ganzen Schampel. Die Fahrt hat ein bisschen länger gedauert, da hat er dann so rumgedattelt mit seinem Handy. In dem Fahrradabteil waren ihm gegenüber 2 Afrikaner gesessen. Bei denen, hat der Michel mir gesagt, müsst er ja eigentlich Abbitte leisten. Jo, hat die Ingrid gemeint, für was dann Abbitte? Jetzt lass mich doch mal weiter erzählen, hat der Sepp abgewickelt. Alla, wie der Michel ausgestiegen war sein Handy nicht mehr da. Einfach fort, das blöde Ding. Das muss er beim Nausgehen verloren haben oder auf'm Sitz liegen gelost. Oder es hat ihm jemand geklaut gehabt, hat er gemeint. Aber saudumm. Auf dem Handy waren ein Haufen Adressen und Mails und Fotos. Und? Hat er's wieder gekriegt? Seine Frau war ein bisschen ungeduldig. Jetzt wart doch einmal, hat der Sepp gerufen. Daheim hat sich der Michel alles Mögliche anhören müssen von seiner Frau. Und dann ist er auf die Polizei und hat einen Verlust gemeldet, wegen der Versicherungen. Aber die zahlen nur bei Raub. Und das mit den Afrikanern hat er dann doch nicht gesagt, obwohl er's gedenkt hat. Aber er wollte ja über Unbekannte nix Unbewiesenes sagen. Ja und, ist das Handy jetzt verschwunden geblieben? Die Ingrid hat's langsam gelangt. Nee, pass auf, hat der Sepp mit festlich erhobener Stimme gesagt. Am Samstag hat bei denen daheim auf'm Handy von seiner Frau jemand angerufen. Der hat gebrochen, sowas gebabbelt von Handy gefunden und Zug. Da hat seine Frau den Apparat am Michel gegeben und tatsächlich, es ist um sein Handy gegangen. Sie haben einen Übergabetermin am Bahnhof in Reutlingen ausgemacht. Der Michel ist hingefahren und hat alsfort Ausschau nach den 2 Afrikaner gehalten, nach den 2 Schwarzen aus dem Zug. Aber da sind plötzlich 2 Syrer vor ihm gestanden, die haben sein Handy gehabt. Er hat tatsächlich im Abteil verloren gehabt. Der eine hat ein bisschen besser Deutsch gekannt, der hat ihm dann erzählt, dass sie es auf dem Boden gefunden hätten und dass sie, weil der Michel seins ja gesperrt gehabt hat, mit ihrem eigenen Handy die Telefonbuchnummer von dem Fundhandy durchtelefoniert hätten, bis sie schließlich bei seiner Frau gelandet wären. Da war der Michel aber froh, hat die Ingrid gesagt, und hat angefangen, den Tisch abzuräumen. Ja, und das Verrückteste, hat der Sepp weitergemacht, das Verrückteste, die haben keinen Penning Finderlohn angenommen. Das wäre Beleidigung gewesen. Der Michel hat ihnen zu erklären versucht, dass das in Deutschland normal wäre und dass er ja so froh wäre, dass er das Ding wieder hätt. Da nehmen doch die 30 €, aber die haben nix von ihm genommen. Die Ingrid hat den Sepp ein bisschen ungläubig angeguckt. Ja, so kann man sich irren, hat der Michel uns mit einem lauten Lacher zugerufen. Nix Afrikaner, Syrer, Syrer. Da haben wir dann all mitgelacht gestern, freut sich der Sepp. Und ich hab mir vorgenommen, die Geschichte weiter zu erzählen, aber da war am Sepp seine Frau schon in der Küche verschwunden. Jo, was hat sie auch mit Michel seinem Handy zu tun?
und mit den komischen Kollegengeschichten. Aber mich hat es so arg gefreut, dass ich sie euch einfach auch weiterverzählen muss. Die wahre Handygeschichte mit den 2 Syrer.